Merci, Herr Präsident, die Damen und Herren, Madame Minister. Mehr Transparenz macht Politik nachvollziehbar und ermutigt Bürgerinnen und Bürger, sich einzubringen. Das ist ein Auszug aus dem Wahlprogramm von Die Grünen von 2018. Wir können als CSV selbstverständlich mit dieser Forderung von mehr Transparenz leben, an der auch nicht mehr zustimmen, Madame Minister. Bloß diesen Dossier. Das für uns ein Paradebeispiel von Intransparenz, an wen eigentlich Bürgerinnen und Bürger an Politikverdrossenheit treibt. Die Chamber soll heute über das Gesetzesprojekt stimmen für einen Kontrakt zwischen dem Staat und der Firma OSL, das Ökoservice Lützeburg, die Superdrecksgift betreibt, zu regularisieren. So noch dem François Benoit, Präsident von der Umweltkommission, merci für seinen schriftlichen und mündlichen Bericht, den technisch wäre. Ich meine, hier geht es aber weit über die rein finanz- und budgetpolitische Technik raus. Weil wie schreibt nicht ein großes Lützebäuer Tageszeitung, Lützebäuer Wort, für es nicht zu nennen, an der Zeit, das Affäre, die stinkt bis zum Himmel. Schreibt Lützebäuer Wort. Der Kostenpunkt für das Ganze, das sind 112 Millionen Euro. Und die Liste von den Ungereimtheiten, die Damen und Herren, die ist dabei aber endlos. Zur Form. Für die erste soll es gar nicht zu einem Gesetz mal kommen. Das Umweltministerium schließt 2017 einen Kontrakt mit einer Firma auf, der OSL, für die Gestion von der Superdrecksgift. Kostenpunkt damals wäre estimiert auf 97 Millionen Euro, wie gesagt, ein Kontrakt ohne jedwelches Gesetz. Das ist ein Verstoß, und ich unterstreiche das gegen Artikel 99 von der Verfassung, der ganz klar sieht, dass, wenn der Staat ein finanzielles Engagement anhält von mehr als 40 Millionen Euro, dafür am Vorfeld eine Autorisation von der Chamber, der Tisch von den gefehlten Volksvertretern braucht. Und das ist eigentlich auch nicht mehr normal, dass, wenn der Staat, die Regierung, so ein großes finanzielles Engagement anhält, da müssen am Vorfeld an durch ein Spezialgesetz sich die Autorisation von den gewählten Volksvertretern, also von einer Majorität in der Chamber gehen. Und da geht es nicht einfach durch, für zu verweisen, man steht ja genug Suen an dem Budget. An CSV hat der Benoit Strach die demalige Umweltministerin am September 2021 auch klar darüber hingewiesen. Und ich muss sagen, ich habe bedauert, dass damals auch schon an einer ersten Zeit gemauert ging. Das für dich gesagt gehen, mit der Servicejuridik von dem Umweltministerium, die sieht einfach, es braucht den dafür kein Gesetz. Und doch, als den Artikel 99 von unserer Verfassung, meine ich, eine normale Französisch liegt verständlich, und dann also so an der Vergangenheit. Der Benoit hat ein Projekt invokiert, das Max-Planck-Institut, mit GOV auch schon 4 drin, das war das sogenannte RENITA, das ist das Meldesystem, das für Pompier, Police und Protection Civile bedeutet, aber wo der Staatsrat seinerzeit ganz klar gesagt hat, es muss für ein Engagement, das über Millionen geht, aber dann auch dem Fall von dem System RENITA weit über 40 Millionen geht, ist ganz einfach ein Gesetz nötig. Du wären sich aber in der Chamber auch bewusst, dass in der missprüfen müssen. Am 10. Januar des Jahres kommt es zu einer Vie juridique von der Cellule, von der Chamber, an die auch parallel ein Avocat mit der Sache betraut hat. Auch sie kommen ganz klar, sowohl das Service juridique intern von der Chamber, wie auch den Avocat, den extern beauftragt wird, kommen ganz klar zur Konklusion, es braucht ein Gesetz. An den Avocat Maitre Alain Steichen also go méi weit gang an huet gesot, well et keng Autorisation vun dem Gesetzesgeber, also vun der Chamber gouf am Vierfeld, ass de Kontrakt den aufgeschloss gouf ass den null und nichtig. Die geht also eng Etapp nach mi weit. Dun, die Damen und die Herren, kennt eigentlich en echten Hummer. Decision ass geholgin no enger ruhiger Debatte,
einem ruhigen Échange de vues an der Kommission d'exécution budgétaire, bei der Madame Adem diese präsidiert huet, an du hast gesot gin mir halen dëssen Avis juridik helmer konfidentiell fir an der Tummer richtig fand, dass dem Weltministersch an eng kontradiktoire sich kën preparieren an dodrober entferten. Den Erdono, den 11. Januar 2022, dat könnt ihr op dem Internet von rtl.lu no lausren, do plättelt dann, das net ernstes zu so, de Co-Präsident von die Gring, den net Member ass an der Chamber, Detailer aus dem soi-disant konfidentiellen Avis op RTL 10 op 8 aus. Dat heescht, den derfir drun, hält die ganze Kommission de l'exécution budgétaire Decision, dass den Avis konfidentiell als kein andere wie net Member von dieser Chamber plättelt he Detailer ganz einfach 10 op 8. Und das wie Madame Adem demos gesot huet, dat das Deputéierte fir Idiote ge. Den 18. des Echten, die Damen an die Herren, wir könnten zweiten Hummer. Dünn deposéiert dem Weltministerchte Projet de Loi. Ob Chance iwwer Missstern op dieser Platz vun iwwer Superdrecksköcht an ihre Gebären opmerksam gemerk gouf, also an der Chamber Karimer interpelliert gouf, huet sie vun dem Depot ke pipsches Wort gesot. Sie huet ke pipsches Wort darüber verloren, dass der Projet de Loi, den also gefrot a gefordert giwer vun der Chamber, dass die net sich so dem Moment vu 97 Millionen mit du der Bemol schon 112. Ke wurt Taiwan an der Chamber op et relativ heftig Diskussionen dazu gouf, da kann ich just so viel zu viel versprochener Transparenz, die Bierger sollt Vertrauen an Politik gehen. Namen an die Herren zweite Punkt zum Inhalt. Mit diesem Gesetz soll lo Versicht gehen, die Autorisation von der Chamber notwendig zu kreieren, dass der Staat sich 112 Millionen Euro in der Aktion Superdrecksköcht beteiligen. Und das ist de facto ein Blankoscheck für einen Kontrakt, wo eng Firma, sowohl Beratung, sowohl Transport, Gestion, Schulung a Sachen Dreck kriegt. Und das so nicht ganz klar, Madame Minister, die Damen und die Herren, das machen wir als CSV nicht matt. Das geht einfach nicht. Herr Präsident, die Damen und die Herren, ich gehe nicht auch. Herr Präsident, die Damen und die Herren, Herr Serge Wilmes, ich gehe nicht auch durch. Herr Wilmes wird Fraktion gewesen, ich weiß für die Linken. Herr Präsident, den Herr Wilmes a viel Äner an der CSV gin an Zukunft nach dick gebraucht. 2016 gouf de Versuch vum Umweltminister fir e Kontrakt mat bell 100 Millionen Euro Valeur oni Ausschreibung. Ich betone oni Ausschreibung und Firma OSL fir deicht zouzuschausten. 100 Millionen oni Ausschreibung. Die staatliche Submissionskommission, das muss ich mal vorstellen, ein Minister will für 100 Millionen ohne Gesetz ausschreiben, ohne Kontrakt. Ein Kontrakt ging ohne Ausschreibung an die staatliche Submissionskommission. Die sieht dazu nicht. Aber das ist aber kein Problem. Da geschieht eine Ausschreibung am Mai 2017, für wie viel Zeit das die Leute konnten, hätten für Kandidaturen ranzurichten. Genau im Monat. Für den Kontrakt 97 Millionen Euro. Also bald 100 Millionen Euro, das ist bald der Preis von einem früheren Lycée. Einfach immer Zeit für Submissionen aufzugehen. Und wenn das rauskommt, wenig überraschend, eine Kandidatur, wie meint ihr das gewählt wird, mit Firma OSL, Ökoservice Lützeburg. Für Wert am Platz Beratung, Transport, Schulung getrennt auszuschreiben. Also wer Beratung an Sachen Dreck, an Schulung, an Transport zu Summe musste sein, das stellt sich oder entzieht sich Menge Kenntnis, mit am Platz das getrennt auszuschreiben, mischt den, wen das so gut vermischt, dann einen globalen Marché, sogenannten Entreprise Générale am Sinn vom Marschiedsgesetz. Und da gibt auch ganz klar Gesetze gebet.
2005 an de François Bënner huet Tropie gewiesen, gëtt et effektiv Gesetz vun der Superdreckskirchen. Da steht ganz dran, klar dran, les candidats à retenir für die Gestion von dem Projekt Superdreckskirchen, das ja ein gutes Projekt ist, das bestreitet kein auf. Les candidats à retenir ne doivent pas être collecteurs ou transporteurs de déchets ou avoir des participations dans une société qui a comme objet la collecte et ou le transport de déchets. Das steht formell am Gesetz von 2005, also eine gesetzliche Pflicht. Was möchte den? Komischerweise kriegt Firma OSL, also Ökoservice Lützeburg, den Auftrag. OSL hat aber Fangeren an enger Ritsch vu Gesellschaften. Ich werde darauf zurückkommen. Ich könnte mir vorstellen, der Kollege macht Gürgen auch. OSL hat als Gruppe Fangeren eine ganze Reihe von anderen Gesellschaften, die Verträge über OSL zugesterne kriegen, an die auch gucken, selber über eine Autorisation für die Kollekt an den Transport vom Ofall zu Lützeburg verfügt. Das ist am Klartext mit einem Gesetz von 2005. Eine Firma kriegt aber trotzdem, dass das Gesetz gibt, OSL kriegt einen Gesamtauftrag für bald 100 Millionen Euro demals. Es steht am Gesetz dran, dass sie keinen Transport darf machen an der Welt, wird das kontourniert, an dem Partizipation an einer anderen Gesellschaft hat, die gerade eine Autorisation hat, für den Transport zu machen. Du gibst es so, mit der Kandidat ja noch prüfen. Mir eng Ansicht, Damen und Herren, Heibannen an auch darüber raus, an Firmen geflasht, von der Firma Ökoservice Lützeburg, die gibt es nicht. Und die wäre an Aspis Haut nicht von dem Umweltminister erwünscht. Wie dat Firmen geflasht, wird das nicht Ernstes zu nennen, an all seiner Komplexität. Und ich meine, dafür muss ich noch eine gewisse Ingeniosität tun. Wie das ausgesehen, und ich weiß nicht einmal, wie das ausgesehen ist. So. Da seht ihr, wie viele andere Gesellschaften da sind. Und dann Uwe guckt, da steht da Rest du Monde. Also alles Ernstes, als wir gar nicht vorgesehen. Ja, so gehen wir mit Lützeburger Steuersuchen um. Ein Audit als Gemerk ging op Basis vun enger Demand vun der demolischen Umweltminister, mit dat war kein Audit no normaler Form. Dat war ein Audit, den hat eng limitiert Optrag, ein limitierte Champ d'action, an ein limitierte Champ d'application, an den Audit, dat steht doch ganz dran, den as net gemerkt gin. Net gemerkt gin no de Norm international, wie ein Audit muss gemerkt gin. Also gut den Audit, ich an der Stelle keinem das schon, der das bestalten Optin, das ein Auftrag gehen. Alles einer Konsequenzen, die liest da selber dran. Da steht aber klar dran, den Auditeur, nous tenons à préciser que la structure financière de la société OSL et les flux financiers entre société appartement à M. Hans-Peter Walter, an der Schwetzenhai unter dem Immunité parlementaire, n'ont pas été analysés car cela dépasse le cadre de l'audit de l'action Superdreckskirchen tel que visé contractuellement entre l'État et la société OSL. Der Tisch den Auditeur sieht selber, ich kann das doch nicht gucken, weil der Staat hat mir gar nicht den Auftrag gegeben, das zu gucken. Am Klartext, den Umweltminister verbietet sich eigentlich selber, auf vor allem der großen Öffentlichkeit, der Allgemeinheit, Ansicht an Transparenz. Und das bei einem Marché von 100 Millionen Euro aus Steuern sind. Dritter Punkt. Goufen Zutretern devaluiert? Natürlich nicht. Ein flagranter Widerspruch zu dem Gesetz. In Artikel 24 von einem Reglement Grand Ducal von 2018, das Marchésgesetz, soll ausführen, die sieht Folgendes. Lors de la remise de son offre, l'entrepreneur général, en diesem Fall die Firma OSL, doit, sous peine d'irrecevabilité de celle-ci, joindre à son offre une liste des sous-traitants auxquels il prendra recours pour la réalisation de l'ouvrage ainsi que les précontrats de sous-traitance que l'entrepreneur aura obligatoirement conclus avec les entreprises concernées. Damen und Herren, das ist eigentlich nichts Ernstes. Wie ein generelles Prinzip, den das sitzen ja viele Gemengepolitiker bei Meistre schaffen an anderen Heibannen, eigentlich unter dertäglicher Tagesordnung ist, wann ihnen zum Beispiel die Entreprise General ein Gebäude realisiert. Eine Schule, ein anderes technisches Gebäude, was möchte in der Frieden oft, wie das mir sehr geht, eine große Œuvre fermée.
Das ist ein Dokument offen zu deckt, das wirst die Tütebüro präparieren, sie kontrollieren, mit du also aber ganz klar, dass wenn ich zutrete, und ich verstehe noch, dass eng Entreprise nicht den Dach, Fenstern, und ich weiß nicht, Gott Schoppe sollt machen, da sind eine Reihe von Zutretern, die dann dem den en fait dafür aufgeht, hier Konditionen gehen. Die Kontrakten, die leihen bei, an Ort nimm vun de Sous-Traitants sie bekannt fir wert, mit das kann geprüft gin, ob die Sous-Traitants grad wie den Entrepreneur general, dat déi ënner anderem konform sinn mat der Gesetzesgebung a fir allem dat wat der Jo mal guckt, ob se mat de Steuern Enregistrement Securitésozial an der Reise. AB hai Neistufener. Firma OSL, die het also Lomisten verträgt, die sie mat Zutretern aufgeschlossen. An dat sinn, an dat sie dat wat Kokas ass. Meeschtens nach Firma vun dem egene Gruppe, die ich gewiesen hun. Dat heißt, Firma OSL krit de Generaloptrag vum Staat. 100 Millionen Steuersuen, an die zutretéiert dann einzel opträgt, die hier an dem Generalunternehmen zugesterne gin und Entreprise von ihrem Gruppe, wo es dann auch geseng Partizipationen. Wo ist dann do Transparenz dran? Das geht man nicht bei den Steuern, die Damen und Herren, weil du muss da beweisen, dass da ein gewisses Niveau hat und dass da nicht do Konditionen schärft für Zutretungen, die eigentlich an die Faveur sie vom Zutretant an en faveur von der Entreprise general. Vier verträgt die Damen und Herren, Menge wird kein, zumindest auf dieser Seite, an dieser Affäre je gesehen. Bis heute sind sie nicht deposiert. Mais wir stehen an und plädieren für Transparenz. Vierte Punkt, die Damen und Herren. Mangelhaft Fakturation und Kontrolle von den Finanzströmen. Das Fakturationssystem bei so einem großen Unternehmen, 100 Millionen Euro, wie aus den manuell. B. Regelmäßig treffen Irrtümer op. C. Kontrolle von den Faktoren geschieht durch wen? Durch die Umweltverwaltung. Meistens durch einen kleinen Kreis von Beamten an unter anderem von dem früheren Direktor von der Umweltverwaltung. An D, das ist eigentlich der Kokast, der Chef von der Janze, der Hans-Peter Walter, den deelt so gut Überstunden, einzeln manuell op Einzelposten am Budget 4. Aber so wie das da geht es so, wie ich das hier weiß. Voilà. Hier ist ein System von einer Faktor von 2 Stück. Die längs, das klein geschrieben, 750 Millionen Euro rum. Das 750 Millionen Euro, 30 Millionen der aller letzte bei Fragen. Jetzt 487 Millionen Euro. 750.000 Euro. Was geschieht? Hier wird manuell redressiert. Sie haben viele Kommunalpolitiker hier bannen. Meng dir, wenn der Monde als Chefin oder Bürgermeister ging schreiben, und da werden so manuell Redressementer. Was meint ihr, was da dagegen geschehen? Also das Service du Contrôle financier vom NTR. Die geben einen Rapport schreiben, also wenn schon beim CSV-Bürgermeister wird, dann hätten sie am Spaß vielleicht tun, die wir Meter lang. Aber was geht heim? 100 Millionen Euro, kein Problem. Und da könnte Justizminister steckt zählt regelmäßig als an der Justizkommission über Gaffi, über Greco. Man will das Datei dann. Also wir merken Gaffi und Greco und hier geht es ganz einfach mit manuellen Redressementer für Preise an dem Envergure, wie es so gesagt. 5. Herr Roth, erlaubt Sie, dass Herr Kersch eine Vorstellung. Ich werde aber bitten, die Staatsbeamten, die mit dieser Affäre wirklich überhaupt nichts zu tun, nämlich die vom Kontrolle aus dem Ministerium der Landtarier, für die halt nicht für Sachen zu beschuldigen, die sie mit Sicherheit nicht gemacht haben, die gucken kein Dossier parteilich, die gucken Dossier, also es nicht. Ja, Aber es ist nicht gesagt, aber wenn Sie Dossier gucken, da wissen Sie auch, Herr Kersch, die wird selber Innenminister und die wird Bürgermeister. So etwas werde ich heute gewiesen haben. Dass das am Ende immer recht, dass das nicht ging, durchgeht. Das werde ich wohl so. Ich darf auch Bürgermeister selber, nicht nur mit CSV-Bürgermeister. Okay. Gut. 5. zur Mark Superdrecksküste. Der Staat, der mischt einen Kontrakt mit der Firma OSL. Das enregistriert dann, das ist ja auch ein Skandal, das enregistriert Mark SDK op Pirenu. Sie stellt Franchisen aus op Partnergesellschaften zum Deal am Ausland
wo den Herr Hans-Peter Walter, wo den auch nach Dofuner Aktionär ist. Aber was geschieht? An OSL kassiert dafür auch nach Relevanzen. Sechstens. Darstellung vom FIS, von dem Direktor von der Umweltverwaltung. Und das eigentlich mit den größten Skandal an dem ganzen Dossier. Erstens, der FIS von dem Direktor von der Umweltverwaltung, der ist Chef von der Akademie. Also ist schon ein Dossier super drecksgecht, wo ich Beratung mache, wo ich Transport mache, an der man schon eine eigene Akademie. Akademie des Déchets. Ja, sorry. Wir können über alles Akademie machen. Und dann gibt die Posten geschaffen, die Posten, die gouf nie publiziert. Die gouf nie publiziert. Das heißt, 100 Millionen gehen an den Betrieb gestartet, wo eine Akademie mit dran ist, der Fest vom Direktor, den Marché mat vergibt, die geht dargestellt, die Posten geht nie publiziert, und geht indirekt oder direkt mit öffentlichen Geldern mit bezahlt. Eine Beschreibung vom Profil von dem Posten gibt es nicht. Steht an dem Rapport d'audit intern. An der Chef von dem OSL, den ist da auch nach parallel der Peter von der Durchter, von dem Chef von der Umweltverwaltung. Herr Präsident, die Damen und die Herren, den Artikel 13 von dem Gesetz über das Marché public, die sieht ganz klar, les pouvoirs adjudicateurs prennent des mesures appropriées permettant de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace des conflits d'intérêts survenant lors des procédures de passation de marché public. Und da könnt zwei, das aufgelegt von einer europäischen Direktive, je vais être non andropagoen, la notion de conflit d'intérêts vise au moins toute situation dans laquelle des membres du personnel, du pouvoir adjudicateur ou d'un prestataire de services de passation de marché agissant au nom du pouvoir adjudicateur, en deuxième fall de Staat, qui participent au déroulement de la procédure ou sont susceptibles d'en influencer l'issue, ont directement ou indirectement un intérêt financier, économique ou un autre intérêt personnel. Bon. Ich soll nicht mehr. Datei as u sech eng Präzision im Marschesgesetz vom Artikel 245 aus dem Code Penal, nämlich stehen iwwer Pris illegal d'intérêt. Ich bin persönlich der Meinung, als so op der Chambertribune zur Reserve de mon immunité parlementaire, dass ich sich froh muss stellen, ob die Fällen do net strafrechtlich relevant sind. Das ist das nur an enger öffentlicher Sitzung gesot. Und die Autoritäten, die zuständig sind für die Applikation vom Gesetz, können dann die Schluss rausziehen, diese Menge missten oder nicht missten rauszuziehen. Dafür als Konklusion, CSV verlangt eine lückenlose Abklärung von all diesen Verfehlungen. Es muss für die Zukunft zu einer Neuausschreibung für uns kommen, vom Marché, das heißt für die Zukunft, der Passé, den ist nicht mal wie nass, aber ich meine, für die Zukunft kann den aufgrund von dem Hai legitimement nicht einfach so, wenn wir das Gesetz gestimmt haben. Da geht das ganz einfach so vieren. Und ich will auch an dem Kontext eine Motion deposieren, die klar befreit, dass eine Submission publique geschehen soll für die Rechtszeit, die noch lebt von dem ganzen Kontrakt. Das heißt, dass das ganz neu ausgeschrieben wird, bis so als der Passé sowieso bezahlt. Merci, Herr Roth. Da sind wir auch der Meinung, dass die zukünftige Ausschreibung, dass das nicht kann sein, über den Weg von einer Entreprise general, aber das müssen Einzellose sein. Zum Beispiel Beratung getrennt von einem Transport und auch getrennt von einer Akademie, wenn dann die öffentliche Hand der Meinung ist, dass sie dafür eine Akademie braucht. Aber wir hätten auch gerne an der Zwischenzeit, dass ein Audit über den Finanzfluss zwischen OSL, dem Firmengeflecht, den dem Hans-Peter Walter gehört, gemerkt wird. Wir verlangen auch, dass parallel ein Audit gemerkt wird an dieser Affäre von der Cour des Comptes. Und wir sind eigentlich verwundert, dass die heutige Umweltministerin nichts von all dem sollt gewusst tun. Und Madame Umweltministerin schon noch keinen Zweifel daran zu zweifeln. Nämlich wird an der Kommission ob Nachfrage von uns ganz klar gesagt, dass sie
von der Verbindungen von Herrn Schmidt an der Ausstellung von dem FIS von dem Herrn Schmidt über Press dat gewur gewir. Ich muss just ehrlich so, Madame Minister, ist sie ein bisschen überrascht darüber, ich glaube nicht. Mir ist sie ein bisschen überrascht, das muss ich mal zugestehen, weil dir wärt zu der Zeit Direktrice adjoint von der Umweltverwaltung. Und die wird auch eng von den 4 Personen, die an dem Rapport d'audit intern, der das namentlich abgelöscht, gehört goen, für zu gucken, für die Einzelverfehlungen abzuschaffen. Und nur so ich, für Abschluss über all das eigentlich Ungeheuerlichkeiten zu kreieren, deposieren ich eine Resolution für eine Enquetekommission am Namen von den 4 Oppositionsparteien, und die sind auch von CSV, RDR, die Link an die Piraten unterschrieben, und aus dem noch eine Minorität von 29 von 60 Deputierten hier aus der Chambre. Merci, Herr Roth. Herr Präsident, die Damen und die Herren, Blo-Rot-Grün kann ja dummer unterstreichen, dass es ihnen wirklich um Transparenz am Kontext von 112 Millionen Euro geht. Ich kann Ihnen dann noch gucken, ob oft die vielbeschworene Transparenz, ob die gefordert wird, am meisten von den anderen, ob ihn die bei sich selber appliziert oder ob ihn dann den berühmten Deckel Everwild drophalen, also ein Hauptsache, es bleibt ihnen Pouvoir. Ich meine ganz ehrlich, die Leute werden haut zu Recht eng wirklich neu und transparent Politik mit offenen Fenstern. Und nicht mehr an einer Dunkelkammer mit Zone Jalousien, die sos anderen Viergeheit wird. Weil ich erinnere an ein Zitat vom früheren Vizepremier und Ökonomieminister dem Etienne Schneider. Wir müssen Fenstern groß abrappen an dem Mief für Jahrzehnten CSV-Herrschaft lassen gehen. Aber bei allen Affären wird an eiser Meinung noch dick unter Zeit, dass auch bei Blo-Rot-Grün einmal kräftig ging, gelüft ging. Ich so nicht merci für die Aufmerksamkeit.